So, jetzt müssen wir wieder klappen, Leute. Also dann, willkommen zurück hier zum Live-Let's Play von Pokémon die gelbe Edition. Ich muss gerne noch ein bisschen synchronisieren mit Twitch und hier mit Aufnahmen fürs Let's Play. Deswegen war gerade ein bisschen seltsam, dass wir gerade irgendeine Ton weg waren, so. Aber jetzt müssen wir gehen. Gut, legen wir wieder los. Habe ich eben hier vergessen, wenn es gibt. Sperr schon, die Party ist vorbei. Schiff sticht bald in den See. Momentan noch nicht, nö. Ja, da war irgendwie das letzte Mal Montag, wo ich da aufnehmen wollte hier, war irgendwie ein bisschen seltsam mit Twitch, war halt plötzlich irgendwie für ein paar Minuten weg und so, sprich etwa für 10-15 Minuten, aber jetzt sind wir wieder ein paar Tage später wieder back. Noch nie sauber bekommen, das ist natürlich dein Problem. Was willst du noch? Ich fühle mich elend, frisch fühle ich mich besser. Schön für dich. Mein Vater sagt, es gäbe 100 verschiedene Pokémon. Ich denke, es gibt mehr. Ja, glaube ich auch. Vor allem mittlerweile. Unser Team sieht ja mittlerweile so aus, mit Domi, Pikachu, Chaos, Benny und Kai. Und mal gespannt, was wir heute noch so alles auf die Beine stellen können, wa? Hallo? Also Schwerkampfes unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Uiui, das ist mal etwas ganz Neues. So, überleg gerade, wo waren wir zum letzten? Jetzt war schon ein paar Tage her. Wo waren wir da überall? Traumschwert exklusiv für Trainer zu sehen. Dann haben wir uns auch schließlich geladene Trainer. Geladen. Geladene Trainer. Ja, positiv, negativ, neutral. Nö, keine Ahnung. Und der Chat begrüßt natürlich auch wieder zurück hier zum Live-Let's Play. Wir haben momentan schon alles dabei. Mal gucken, wir haben natürlich Domi, Benny, Robert, Tobi, Kevin. Jo, die sich wieder mal hier eingefunden haben. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein so verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Relaxo! Tagträumer. Cooler Eintrag. So, wen haben wir denn hier? Oh, die sehen aus, wollten sie fighten. Pikachu? Ja, es freut sich ja vor See. Okay. Schaut ja an, was ich entlang gezogen habe. Der Angler will fighten. Goldini, Goldini, Goldini. Oh nein, Domi ist auch geladen. Ja, Domi ist geladen. Ist ein normaler Tag immer noch. Ach ja, erste Generation. Da haben die Pokémon noch so spät gut Attacken gelernt. Mein Tauboga Taubers und Flügelschlag ist ein Beispiel. Ein klar andere da, wie zum Beispiel Bisaflor mit dem Solarstrahl oder auch Turtok mit Hydropumpe. Ist klar, das sind ja die krassen Attacken überhaupt. Dass sie die sehr später lernen. Aber anderen Vergleich wie zum Beispiel auch Glurak zum Beispiel mit dem Flammenwurf. Dass sie echt erst um irgendwie Level 44 erlernt sind, so, das ist dann schon... Naja, ich meine klar, Flammenwurf ist ja schon eine krasse Attack mit so 90, beziehungsweise damals waren es auch 95 Schaden. Grunddamage, aber trotzdem erst so spät, abgesehen von Glut. Du hattest zwar Flammen, Feuerwirbel, Glut. Jo, meine Feuerwirbel kannst du sowieso vergessen. Dann gesagt, Glut noch, Flammenwurf, Feuersturm, das waren so. Ja, gut, ne, der Feuerschlag gab es auch noch. Aber jetzt auch nicht so etwas Besonderes. Die Attacke ist sehr effektiv. Das wollen wir doch hoffen. Autsch. Ist nicht effektiv, okay. Der Flugattack auf dem Elektro-Pokémon ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. So, was will der noch? Im Wettstreit mit der Jugend bleib ich jung. Okay, schön für dich. Der Gentleman möchte kämpfen. Und er setzt einen Voltoball ein. Oh, Domi, das wäre nicht unbedingt die beste Wahl. Andererseits, ja gut, ich meine... nö.
glaube, es ist eine Elektroattacke drauf, deswegen eher Bad. Vielleicht Chaos. Oder vielleicht auch nicht Chaos. Also, der war jetzt aber fies. Ja. Das gibt mir jetzt doch ein bisschen zu denken, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Finale! Oh! Das stimmt, er hat gar keinen Schaufler. Geowurf! Alter, wie gemein war das denn? Kokiri ist auch mit dabei. Ich bin gerade gemäß meiner Liste. Wo habe ich einen Kokiri? Ja, mit dem Quapsel war. Den er haben wollte. Muss eigentlich auch schon bald mal soweit sein. Ja, Stream heute am Sonntag, wenn wir sagen, ja doch, so bis 10, spätestens halb 11. Weil es ja eh so macht, dass vor allem hier bei Pokémon Gelb Live-Let's Play eher häufiger streamen, dafür halt ein bisschen kürzer. Heute vor allem deswegen eben dieser Sonntag und viele wollen natürlich auch Montag, also wollen ist halt übertrieben, aber müssen halt Montag oder früher raus. Wir sind noch geredet vom gestrigen Stream von Kai. Daher, Top-Äther. Lalalala. Jo, geil, habe ich irgendwann einen Beleber noch. Noch nicht, weil der kommt erst. Das war jetzt mal richtig fies für Chaos. Tut mir richtig leid. Kai heute noch irgendwie Level, also sprich entwickeln werden. 10 Level, glaube ich jetzt eher weniger. Naja, du mir auch. Erholung braucht kein Schwein, da sind wir uns einig. Ich überlege gerade, wenn Benny nicht Schaufler kann. Wir haben überhaupt einen Schaufler beigebracht oder gar keinem? So ich mich kenne, könnte das durchaus der Fall sein. Ja, ich glaube, ich war so intelligent, hat einen Schaufler noch auf die Box gepackt. Ja, sehen wir ganz nah raus. Der Stream ging nur bis 4 Uhr morgens, natürlich nur. Halt 8 Stunden streamen, ey. Unser Schneider, Kleinhaken, du. So, oh. Hier könnte es interessant werden. Was magst du lieber? Starke oder seltene Pokémon? Jo, kommt drauf an. Zum Trainieren natürlich starke, für die Box seltene. Also Legis und so. Die packe ich sowieso meistens nur in die Box und dann nie mehr gesehen. Alter, der Sprite von Vulcano sieht aber schon nice aus. Oh nee. Wow. Gott sei Dank kein Brüller. Das ist nicht so der Brüller. Pikachu, Level 24. Nice. Jetzt kommt ein Ponyta. Können wir mal Kai einsetzen, wa? Der freut sich sicher. Ne, ist er gar nicht dabei. Der Pam vermutlich noch. Beim Stream ist 4 Uhr morgens und so. Ja, ich glaube, Domi hat da Bock drauf. Also ganz ehrlich, der Sprite von Ponyta sieht eher so aus, als wäre es irgendwie ein Plüschviech. Ich weiß auch nicht, aber... Hallo, ich bin Ponyta, eine Plüschfigur. Ups. Nein, Domi brennt! Unser armer Domi, er brennt. Aber er kriegt ein Level ab und er brennt.
Habe ich überhaupt einen Feuerheiler? Nö. Ja gut. Domi, du hast nichts dagegen, weil wenn du ein bisschen brennst und so, das, naja, das gibt eine schöne Hauptfarbe. Als nächstes Kai oder, nee, machen wir Benny. Pummeluff. Ah, Normaltypus, natürlich Geowurf, einfach nur episch. Ja, da war Geowurf natürlich 1A. Danke, Schlugfehl. Komm schon, Benny, brenn es nieder, immer nieder. Wow, natürlich. Also ist Domis Fetisch. Ja gut, dann. Was ich gerade gar nicht geguckt habe vorhin, sieht man eigentlich den Chat gut? Ja, doch. Ist nicht so schlecht, wie er sein könnte. Ja, jetzt muss ich alles umstellen, so. Knuspriger Domi, süß-sauer oder was? Süß-sauer, why not? Ich glaube, hier hatten wir jetzt keine Gegner mehr. Doch, lassen wir noch. Oder doch, einen vielleicht? Das Safari-Zone, es war aufregend. Willst du kämpfen? Fuxana sieht die Idee wieder. Muss erst mal runterkommen. Geht nicht, weil Relaxo. Wegen Robert, oder? Er wollte Relaxo sein. Leicht seekrank. Okay, Leute, mal sagen, jo, es geht gleich richtig ab, denn jetzt kommt hier ein epischer Bossfight. Jetzt mal gucken, der erste, der kam, war, ich will natürlich uns die besten Punkte absahnen. Jo, passt. Natürlich, wie könnte es anders sein? Ja, Michael, ich wollte dich hier treffen. Michael, haben dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Ja, versuch doch mal dein Glück in hohem Gras. Nö, Kumpel, hohes Gras, das gibt's ja später. Hier ist ihm noch niedrig. Oh, hat einen neuen Sprite. Gary will fighten. Abitak. Und tschüss, Mann. Der Pikachu braucht noch 2 Level, ey. Na egal. Benny war noch ein Level up. Und danach noch Kai. Ich will eigentlich vor allem keine Arena einsetzen. Komm schon, Benny. Zeig's ihnen. Ja, burn, baby, burn. Und das Radfratz ist weg. Und Benny war episch drauf. Oh, das passte gerade wie sonst was. Und ein epischer Rankenhieb. Gegen Evoli, warum eigentlich nicht, war. Und ihr seht, es ist immer noch ein Evoli und man sieht immer noch nicht genau, was soll es später werden. Ein Aquana, ein Blitzer, ein Flamang, haben wir dann noch überhaupt keine Ahnung. Diese Ahnung wird man erst im ersten Kampf damit kriegen. So, die Schmarotzer-Attacke. Ja, das passt, ja. Oh Mann. Gut, genau, gesunken, muss den Rank nicht wechseln, weil Body Slam trifft sowieso. Da trifft es 100%, glaube nicht, war normalerweise. Gibt Trank Evoli.
Ja, es wehrt sich, dieses kleine Biest. Dann machen wir ganz fies Giftpuder. Natürlich klappt's nicht. Das wäre jetzt was gewesen, war vergiftet plus Schmerzattacke. Und tschüss, Evoli, hab mich gefreut oder auch nicht. Mist! Na, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ja, merkst du es auch schon mittlerweile. Ein großer Meister im Gang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Das war doch nützlich. Du sollst den alten Mann mal besuchen. Tschüssi. Tschüss, du Arsch. Dem alten Mann helfen und so, nix. Arsch mit Uhr, nee. Entschuldigung, sind Sie der Captain? Es geht mir gar nicht gut. Michael massiert dem Kapitän den Rücken. Einfach so. Rubel, schrupp. Ziemlich was der Rücken. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Ich muss den Umgang mit dem Zerschneider lernen. Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm einfach das hier. Dann bringst du deinen Pokémon-Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Michael erhält Kotze, VM1. Okay. Also cool. Super. Es kann losgehen. Okay. Können wir jetzt sehr schnell einen Pokémon beibringen. Wir können es Kai beibringen und Benny. Ja, müsste eigentlich Kai machen. Andererseits hat er schon... ja, vielleicht gegen... Ich blick gerade. Wegen Attacken und mein Giftpuder kann ich nicht ewig behalten. Ich wollte es eigentlich eher gegen Schlafpuder setzen später. Dann Attackpflege natürlich noch lernen und so aufsuchen. Naja. Wollte es nämlich eine gute Attacke behalten wir. Ranken im 1 Pflanzenattack war natürlich auch. Egelsam sowieso, also muss der Giftpuder weg. So, klappt doch. Und jetzt ist das Problem, jetzt wo wir den Zerschneider abgeholt haben vom Kapitän, fährt das Schiff wirklich ab. Es gab damals, wie gesagt, habe ich schon mal erwähnt, irgendwie halt so ein paar Tricks wegen Mew hier, dass man das auf der MSE, beziehungsweise vorher auf der MSE, also auf dem Steg dort, fangen könnte. Aber das geht natürlich nur, wenn man halt bereits einen Surfer kann und einen Pokémon dabei hat, was surfen kann. Und jetzt fährt es aha, Also angenommen hätte ich ein Pokémon halt durch Tausch halt, was der Schneider kann. Würde noch irgendwie einen Orden kriegen für Surfer. Natürlich ein Pokémon dabei haben, was surfen kann. Kann man irgendwie hier links und rechts an vorbei surfen, auf den Steg rauf und würde man dort einen Lastwagen finden. Auf dem es eben angeblich ein Mew gibt, aber das waren so Gerüchte von früher. Was heutzutage schon längst widerlegt wurde. Kann ich was verkaufen, meine Erholung? Wer braucht schon Erholung von uns? Mal ganz kurz gucken. 3 Pokebälle, 2 Superbälle. Ich frage mich, ob er vielleicht mal Domin noch heilen soll. 4 Gegengift und 3 Paraheiler. Da war kein Gegengift dabei. Also die MSM bleibt ewig da durch einen Scripting-Fehler. Gut, man kann einfach nicht mehr drauf. Also kommt gar nicht an der an der Wache vorbei. Kann halt das Bootsticket ablegen, brauchen wir nicht mehr. So. Ich will Shigi haben. Shigi wollte ja, Xion wollte Shigi werden, wa?
Den habe ich auch schon lange nicht mehr im Stream gesehen. Wo bleibt Xion? Willkommen Pokémon Center. Wir haben eine Pokémon, machen sie wieder fit. Sollen wir? Okay. Ja, vor allem Domi, weil der brennt. Also es ist nicht so praktisch. Ich weiß nie, Pokéball brennt nicht vielleicht auch. Und dann meine Jacke und so weiter alles. Und ich meine, klar, ich habe gern Chicken Nuggets, aber man muss nicht übertreiben. Schanera. Ja, du mich auch. So. Und jetzt haben wir halt das Problem, also Problem vielleicht übertrieben, aber wir haben schon mal erwähnt, dass ich eigentlich eher der Typ bin, der gegen die Arenaleiter gleich viele Pokémon einsetzen möchte, wie sie einsetzen. Das ist grundsätzlich ja eine schöne Idee. Nur eben leider hier bei Major Bob, der setzt noch ein Pokémon ein und der ist ziemlich stark. Da ist, nee, da müssen wir trainieren, noch viel mehr trainieren. Und da würde ich sagen, nette Idee, aber hier, nö. Na klar, ich kann es versuchen mit Kai, aber ob das klappt, ist eine andere Frage.